mal am Sonntagmorgen Platz, wo man in Ruhe seine Zeitung lesen kann. Seid ihr denn doll geworden? Ach, Mutter hat hier heute Morgen schon mal sauber gemacht. Ach, ihr macht einen Rummel, als wenn ein Prinz käme. Wer ist mein Prinz? Immerhin ein wichtiger Tag. Ich stelle euch meinen zukünftigen Mann vor. Und da soll das sauber sein. Den hättest du schon lange mal mitbringen sollen. Ich hatte Angst vor Mutter, dass er ihr womöglich nicht gefällt. Wenn's danach geht, kommst du nie nicht zum Mann. Mutter gefällt nie, was sie nicht selber ausgesucht hat. Aber ich bin natürlich auch gespannt, was du uns für einen Vogel ins Nest schleppst. Vater, Norbert wird dir bestimmt gefallen. Ja, das hab ich gern. Hier wird geschmust und die ganze Arbeit bleibt liegen. Also, aber bei euch beiden, da kann man sich ja auch fusselig reden. Ich verstehe kein Wort. Ich glaube, mit diesem Herbert, das stimmt was nicht. Nee, Norbert heißt der Mann. Oh, naja, meinetwegen auch Norbert. Vielleicht hat er ja 2 Nasen oder 3 Ohren. Wie kommst du denn auf die Idee? Weil du uns noch nicht einmal ein Foto von ihm gezeigt hast. Naja, lassen wir uns überraschen. Heutzutage stellt man die Eltern ja vor vollendete Tatsachen. Ach, ohne was so. Sowieso keine Zeit, wir haben das doch so ein. So. Sag mal, bitte, was ist denn das? Ich muss mal. Du! Nach dem letzten Besuch, da stand der Cognac noch überm Etikett und nun? Das ist doch schon 3 Wochen her. Och, also was hat das denn damit zu tun? Das ist der Buddel für einen Besuch und da bist du hinter meinem Rücken bei gewesen. Alles ist immer nur für den Besuch da. Kann ich hier nicht auch mal auf Besuch kommen? Ach, nun red doch nicht so ein dummes Zeug. Du, wenn nachher der junge Mann kommt, dann gießt du für jeden nur 2 Cognacs ein. Hörst du? Mehr ist unter der Etikette. Ja, der Cognac steht hier, aber noch in der Mitte von der Etikette. Du sollst einen dummen Schnack nachlassen, habe ich gesagt. Vielleicht macht er ja auch gar kein Cognac, was denn? Tja, Also, heute passt überhaupt bloß Sekt. Sekt. Beim ersten Besuch gleich Sekt. Das ist nur mit Sekt zu machen. Er kommt nämlich als Anhalter. Oh, spart das Geld für einen Bus. Der Mann ist mir sympathisch. Quatsch. Er hält bei euch an. Um meine Hand. Was? Beim ersten Besuch gleich um die Hand anhalten, ist aber nicht nach der Etikette. Etikette. Also, er hält bei euch um meine Hand an. Und darum werdet ihr wohl einsehen, dass bei diesem feierlichen Augenblick nur Sekt in Frage Oh, kommt. Sekt, das hättest ja uns ja auch ein bisschen früher sagen können, nicht? Komm, Otto, lauf in die Wirtschaft, hol einen Buddel Sekt. Zieh einen schwarzen Anzug an, hörst du? Was, für das Sekt holen? Für nachher, doch über dem Ganzen muss doch so ein Glanz von Etikette liegen. Otto, nun mach zu. Oh nee, Otto, komm her. Wir wollen das schnell mal durchsprechen. Also, Ja. der kommt hier rein, Kommt rein. und dann sagt er zu dir, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter. Na? Gott, Otto, was sagst du denn? Ja, was soll ich dir sagen? Ich gieße uns in 2 Cognacs ein, ne? Natürlich, und sagst Prost. Du sagst, mein Herr, ich und meine werte Familie, meine werte Familie und ich fühlen sich sehr geehrt durch Ihren höflichen Besuch. Ich werde mich jetzt mit meiner Frau Gemahlin zur Beratung zurückziehen. Und Quatsch. Nein, Vater sagt ganz einfach... Ich werde schon sagen, was zu sagen ist. Kümmert ihr euch lieber um das Festessen. Otto! Ja? Sag mal, Otto, du glaubst doch nicht, dass der zum Essen hier bleibt. Ja, ja. Ja, was denkst du denn, Mami? Nach der Etikette soll der erste Besuch ganz kurz sein. Der Herr übergibt seine Blumen, man trinkt einen kleinen Cognac, macht ein bisschen Konservation. Konversation, Mami. Konservation ist einmachen. Ja, das weiß ich selbst. Aber sag mal, glaubt ihr wirklich, dass der zum Essen bleibt? Ja, das ist doch klar. Ich hab doch heute bloß die Erbsensuppe von gestern. Auf den Sonntag, das ist wieder typisch. Da wird gewischt, geputzt und gewienert, aber an Essen und Trinken denkt ihr nicht. Also bei all deiner Etikette, Mutter, deine Erbsensuppe können wir ihm nicht anbieten. Nee, Mami, Vater hat recht. Ja, Vater hat recht, Vater hat recht. Das hättest du uns ja auch mal früher sagen können, nicht? Verflixt nochmal so was Dummes.
Gott, als Nachtisch mache ich mal Eiercreme. Oh ja. Wir haben keine Eier im Haus. Aber wir haben Hühner. Hast du schon mal 3 Hühner gesehen, die auf Befehl 4 Eier legen? Ich brauche bloß 3 Eier. Und die Hühner müssen auch gleich legen. Ist ihre Zeit. Naja, hoffentlich wissen die Hühner das auch, ne? Oder du gackert da nicht immer. Ach was, du bringst das mal raus, ne? Ach, nee, also sowas aber auch. Erbsensuppe und Eiercreme ist ja auch gediegen, ne? Oh, Otto! Otto, ich Ja, hab... Bertha? Du schlachtest jetzt gleich einen Huhn. Am besten die Else. Zieh's aber vorher einen Kittel an, hörst du? Nee, Otto, nicht Else. Du schlachtest das Huhn, was zuerst ein Ei legt. Und wo soll ich das mal feststellen? Otto, du fragst doch nicht so viel, du tu doch was. Ja, was denn aber zuerst? Sekt holen, schwarzen Anzug anziehen, blauen Kibbel, Huhn Also schlachten du oder... redest nicht so wie du bewegst. Ja, ich dich beweg doch mich doch endlich schon. mal. Trudel, guck mal schnell im Buch nach. Unter Eiercreme. Mensch, wie lange habe ich die nicht mehr gemacht? Oh. Gestatten, Meier. Ach, Sie sind der Wohnungsmakler. Ja, ganz ruhig. Oh, kommen Sie doch bitte rein. Ja, danke. Ach, hatten Sie mich ja bestellt? Ja, aber Sie sind zu früh. Besser zu früh als zu spät. Ich wollte mit Ihnen über die Wohnung sprechen, wenn mein Bräutigam dabei ist, aber er ist noch nicht da. Und meine Eltern wissen noch nichts davon. Das soll eine Überraschung sein. Sie wollen also Ihre Eltern mit einem Bräutigam überraschen. Nee, die Wohnung soll eine Überraschung sein. Ah, ich verstehe. Ja, und wo soll ich so lange warten? Oh, vielleicht in der Laube im Garten. Augenblick, ich guck mal eben nach, wie das da drinnen aussieht. Wir haben das eben Bimmel Ja, und da haben wir gedacht, nun ist er da. Herzlich willkommen. Keine Ursache. Die alten Knochen wollen nicht mehr so recht. Ja, einen kleinen Cognac gefällig? Ja, kann nicht schaden. Aber eigentlich ist die Sache das ja gar nicht wert, nicht? Na, nicht wert. Das ist immerhin eine Sache fürs ganze Leben. Ja, kann sein. Also, Ihr Fräulein Tochter hat mich... Ja, lassen Sie das, Fräulein Tochter. Sagen Sie Trudel. Sie wissen ja, eigentlich heißt sie ja Traude, aber wir sagen von Kind auf an Trudel zu ihr. Ja, wie Sie wollen. Also, Ihr Fräulein Trudel hat... Das Fräulein können Sie auch weglassen. Ja, wenn sie kein Fräulein mehr ist. Also, Trudel hat mir gesagt... Trinken wir erstmal ein. Ja, wie Sie wollen. Prost. Prost. Ja, nun sind Sie endlich in unser Haus gekommen, ne? Wir haben schon immer nachgedacht, wie Sie wohl aussehen mögen. Wieso? Das kann Ihnen doch ganz egal sein. Ja, ich meine, verstehen Sie uns nicht verkehrt. Ein Mann braucht ja nicht schön zu sein, ne? Also, damit Sie das gleich wissen, Sie müssen schnell zugreifen. Ich habe 2 an der Hand. Was, 2? Eine mit einem schönen Balkon. Ich habe gedacht, das ist alles in Ordnung zwischen Ihnen und Trudel. Gar nichts ist in Ordnung. Ihr Fräulein Trudel hat sich bloß telefonisch auf eine Anzeige bei mir gemeldet. Was, und sonst war nix. Nö. Sie haben eine Anzeige aufgegeben? Ja, das tue ich immer. Ist ja Hochkonjunktur, nicht? Ja, ich verstehe gar nichts mehr. Das ist doch nicht schwer zu verstehen. Jeder ist froh, wenn er endlich eine gefunden hat. Ja, da sagen Sie was.
Und wenn er sie hat, wäre er manches Mal froh, wenn er sie wieder los wäre, nicht? Mein Mann macht gern mal einen kleinen Spaß. Das dürfen Sie nicht weiter ernst nehmen. Also in der Laube, da geht es nicht. Da ist es zu nass. Naja, dann gehe ich erstmal ein bisschen spazieren. Es wird den alten Knochen gut tun. Wann soll ich wiederkommen? Sagen wir so in einer Viertelstunde? Ja, das ist gut. Also, bis dann. Ja. Warum schickst du ihn denn weg? Ich brauche ihn erst nachher. Was? Ist sowas möglich? Ja, nicht? Wo bleibt denn da die Etikette? Die Jugend hat heute eben ihre eigene Etikette. Also, Trudel, ehrlich gesagt, so richtig hat er mir nicht gefallen. Der sagt uns doch glatt im Gesicht, dass er noch eine andere hat. Für den brauchst du keinen Huhn zu schlachten, da langt die Erbsensuppe. Ich hätte mir deinen Bräutigam auch jünger vorgestellt, Rudel. Ja, aber du musst das wissen, wenn du ihn gern machst. Wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr. An unserem Segen soll es nicht fehlen. Oh Mami, ich bin so glücklich. Also wenn ihr mit diesen einverstanden seid, dann ist mein Norbert ein junger Gott für euch. Moment mal. Du sag mal, das war gar nicht dein Bräutigam. Quatsch. Das war ein Wohnungsmakler, den ich hier bestellt habe. Ach, dann habt ihr ja immer von Wohnung gesprochen und wir haben gemeint. Oh nein, du machst aber auch satt. Ach, warum sagst du uns auch vorher nichts davon? Nur haben wir den ganzen Cognac verplempert. Nee, bloß 50%. Ach, was du trinkst, ist wohl keine Verschwendung, ne? Aber wir sitzen hier rum und reden und die Arbeit bleibt liegen. Los. Otto, Mann, Ja, ich mach ja schon. Das Ding ist gut. Wohnungsmakler. Nee, Ja? entschuldigen Sie mal, aber ich wollte Ihnen bloß sagen, in Ihrem Garten, da klaut so ein junger Bengel Blumen. Was? Ja, aber das ist natürlich Ihre Angelegenheit, nicht? Wiedersehen. Ja, das ist ja ein starkes Stück. Schönen guten Tag. Guten Tag. Habe ich die Ehre mit meinem zukünftigen Schwiegervater? Kleine Aufmerksamkeit für die gnädige Frau Schwiegermutter. Augenblick. Bitte. Danke. Sie haben sich wegen uns in Unkosten gestürzt. Ach, nicht so schlimm. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Klein Cognac gefällig? Oh, danke gern. Bitte. Danke. Norbert! Willkommen in unserem Haus. Ich habe dich gar nicht klingeln hören. Ja, ich bin durch den Garten gekommen. Was, warum das denn? Ich habe mich im Eingang versehen und war mit mal hinten. Oh, Norbert. Oh, und diese wunderschönen Blumen. Mami? Mami, guck doch mal die schönen Blumen, die Norbert mitgebracht hat. Blumen? Oh ja, die sind aber... Oh Gott, Augenblick. Meine Verehrung, gnädige Frau. Danke. Sie sind also Norbert. Ach, freut mich, Sie kennenzulernen. Und diese Blumen, so schöne Blumen habe ich noch nie gesehen. Wir haben dieselben Blumen in unserem Garten. Oh, du schnack doch nicht, du nimmst doch nie den richtigen Dünger. Rudel schnell eine Vase, nicht? Wir wollen aber das Trinken nicht vergessen. Auf gute Freundschaft. Ja, und die Damen trinken nichts. Nein, später, bitte, später. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir eine kurze Erklärung. Ach, wie ein Politiker. Ich bin dafür, dass wir von vornherein jede Förmlichkeit vermeiden und
Dudes einander sagen. Bravo, da trinken wir einen drauf. Lass ihn doch erst mal ausreden. Bitte, Norbert. Ja, das war alles. Was alles? Ja, vielleicht könnt ihr noch dazu sagen, Trudel und ich, wir sind uns einig. Ja, wir sind uns einig. Ich heiße Otto. Kannst du als Schwiegervater zu mir sagen? Nee, stopp. Wir wollen ja nun ein bisschen auf Etikette sehen, nicht? Also ehe wir du zueinander sagen, müssen Sie ganz offiziell bei uns um die Hand von Trudel anhalten. Also bitte. Also gut. Herr Becker. Ja. Und Frau Becker natürlich auch. Hiermit bitte ich offiziell um die Hand Ihrer Tochter Traute. Na ja, dann mal Prost, ne? Siehst du, was habe ich gesagt? Prost. Also, Na, was ist nun? Bekomme ich Trudel oder bekomme ich sie nicht? Natürlich. natürlich. Oh, liebe Schwiegermutter. Ach, lieber Norbert. Ach, ich glaube, man kann das machen, wie man will. Sowas ist immer ein feierlicher Augenblick. Ob mit oder ohne Etikette. Trudel, er gefällt mir. Siehst du, an Norbert kannst du dir mal ein Beispiel nehmen, wie man Blumen überreicht. Er hat sogar vorher das Papier abgenommen. Denn beul dir man damit die Taschen nicht aus, Norbert. Gib mir das Papier. Nein, das behalte ich. Ich werf nichts weg. Papier kann man immer gebrauchen. Siehst du, und sparsam ist er auch. Ach, und was für ein Duft die Blumen haben. Und wie frisch sie sind. Ja, ich lasse mir kein welches Kauf von gestern andrehen. Komm, Trudel, wir wollen die Blumen mal schnell in die Vase tun, nicht? Und die Herren der Schöpfung mal einen Augenblick allein lassen, dass sie sich ein bisschen berichten können, nicht? Bei Blumen gibt das ja nur auch Selbstbedienung. So langsam merke ich, was du meinst. Du hast mich beobachtet. Du wissen die Frauen das auch. Nee, und keine Bange, ich verrate dich nicht. Wir müssen noch zusammenhalten. Ich bin froh, dass ich nun Verstärkung kriege, du. Mir ist das mit den Blumen aber peinlich. Ach, das kann doch gar nicht an. Oh, Augenblick, nicht? Ah, du hast nun natürlich eine schlechte Meinung von mir. Sprech ruhig weiter, ich bin gleich wieder da. Ja, ich höre. Ja, ich war in Schwierigkeiten. Ich wollte nicht zu spät kommen und die Straßenbahn, die fährt bloß alle halbe Stunde. Und das Blumengeschäft, das war gerammelt voll. Ei! So viel ich gehört habe, bist du Buchhalter. Ja, stimmt. Ja? Augenblick, nicht? Ja, ich habe keine große Karriere vor mir, aber eine sichere Position. Mit ein bisschen Glück kann ich vielleicht mal Prokurist werden, wenn ich graue Haare habe. Ei! Also keine großen Illusionen. Nein. Dass ich Dreher bin, weißt du wahrscheinlich auch. Ja. Und dein Vater ist Lagermeister. Ja. Was hast du für ein Hobby? Hobby? Naja, ich habe zum Beispiel eins. Ornithologie. Was? Vogelkunde. Ach so. Für mein Leben gern gucke ich nach den Vögeln. Am liebsten hätte ich mir Tauben gehalten. Aber deine Schwiegermutter will das nicht. Ich würde den Dreck überall rumschleppen, sagt sie. Augenblick, ne? Ah, mein Hobby würde ich mir aber nicht vermasseln lassen. Ich spiele gerne Schach. Hab jede Woche meinen Schachabend. Da wird auch Trudel nichts an ändern können. Ei! Nein, wird sie nicht. Abwarten! Otto, Mutter? das Huhn. Was ist das Huhn, ja? Kittel. Ach, der Kittel, ja. Bin schon unterwegs. Apropos unterwegs. Da ist was unterwegs. Was ist da? Trudel? Traute? Komm mal bitte rein, ja. Was ist denn? Aber Kind, warum hast du uns denn nichts davon gesagt? Was gesagt? Bitte, Norbert. Ach so, ja. Da ist was unterwegs durch meinen Kopf gegangen. Oh. Solange man verlobt ist, wirft man das Geld ja nur dem Finanzamt in den Hals. Und darum sage ich, wir heiraten gleich. Oh, Norbert. Mami, ich bin so glücklich. Oh, meine, zum
heiraten gehört aber auch eine Wohnung. Ich wäre doch nicht hierher gekommen, wenn ich nicht schon eine Wohnung wüsste. Was? Das hast du mir noch gar nichts von gesagt. Ja, das sollte eine Überraschung sein. 2 süße Dachkammern mit einer herrlichen Aussicht. Ja, ein bisschen klein, aber dafür brauchen wir am Anfang nicht so viel Möbel. Was? 2 Kammern unterm Dach? Nö. Ich will eine richtige Wohnung so. Mit Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche voll elektrisch und Bad und Balkon. Ja, möchte ich auch, aber was wird die kosten und wo finden wir die? Jetzt werde ich die Sache mal in die Hand nehmen. Ich habe auch nicht geschlafen. Ich habe einen Wohnungsmakler herbestellt. Das wird er sein. Ja, davon hast du mir aber gar nichts gesagt. Das sollte doch auch eine Überraschung sein, Norbert. Komm, mein Junge, setz dich hin. Ja, Ja, danke. Ja, danke. das ist Herr Meier. Och, wir kennen uns ja schon. Ach, und das ist ja wohl der Herr Bräutigam. Schmidt. Meier, angenehm. Oh, setzen Sie sich doch, Herr Meier. Ja, danke. Also, steuern wir gleich auf die Sache los. Wenn Sie diese Wohnung nicht nehmen, werden Sie das Ihr Leben lang bereuen. Neubau im besten Viertel. 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon. Oh, genau das, was ich mir gewünscht habe. Ja, und für bloß 400 Mark Miete. Ich bin bescheiden und mit 3 Monatsmieten als Vermittlungsgebühr zufrieden, nicht? Vielen Dank für Ihre Mühe, aber das können wir nicht schaffen. Was? Wie kannst du sowas sagen? Wir nehmen die Wohnung natürlich. Mit so einer hohen Miete können wir nicht anfangen. Die frisst uns auf. Also auf Wiedersehen, Herr Meier, und vielen Dank. Naja. Dann habe ich eben meine Zeit verplempert. Naja, das passiert jeden Tag mal. Wir werden von Zeit zu Zeit bei Ihnen nachfragen. Ja, ist gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Meier. Also, du hast den Mann richtig rausgeschmissen. Was sollen wir mit ihm? 400 Mark Miete. 1200 Mark Vermittlungsgebühr. Das ist heute nicht anders. Also, ich werde überhaupt nicht gefragt. Wie stellst du dir das denn vor? Mit der Wohnung allein, da haben wir noch nicht. Wir müssen Möbel haben und wir müssen essen und trinken. Ich gehe weiterarbeiten. Und wenn ein Kind kommt? Ja, eigentlich hat Norbert recht, Trudel. Och, ich habe mir das so wunderschön gedacht. Ja, ja, die Vögel, die haben das gut. Die haben keine Wohnungssorgen. Du, wir wohnen erstmal bei meinen Eltern. Da ist Platz genug. Deinen Eltern? 4 Treppen hoch? In so einem alten Haus mitten in der Stadt? Nee, du, ohne mich. Da geht das aber lustig zu. Das interessiert mich nicht. Die ganze Gegend gefällt mir nicht. Das Milieu, weißt du? Aha. Das Milieu. Ich weiß viel was Besseres. Ihr wohnt bei uns? Ja, Oh ja. Wenn wir schon keine eigene Wohnung haben, dann wohnen wir hier. Ja, ob ich nur für 3 oder 4 koche, das ist doch egal. Und das meiste haben wir selbst im Garten. Oh, und Hühner haben wir auch. und überall sind Vögel. Schade. Ich habe mir das so romantisch vorgestellt. Wir beide so unterm Dach. Aber ich bin kein Dickkopf. Wer ist klüger von uns beiden? Du. Ich gebe also nach. Wir wohnen erstmal hier. Seht ihr, alles kommt in die schönste Ordnung, Oh, nicht? Norbert, wo wir auch wohnen, du, wir werden glücklich sein. Komm, Trudel, wir wollen schnell uns um das Essen kümmern, nicht? Nein, macht euch meinetwegen keine Umstände. Ich will nun gehen. Ja, was? Jetzt? Heute? In dieser Stunde? Du bleibst natürlich zum Essen. Nicht böse sein, aber das geht leider nicht. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Ich habe eine Verabredung. Was hast du? Eine Verabredung. Ich bin schon zum Essen eingeladen. Sag mal, höre ich richtig? Aber keine Aufregung. Bayern Schneider, du weißt doch. Zum ersten habe ich mir vorgenommen, bei meinem ersten Besuch hier nicht zu lange zu bleiben. Hört ihr Etikette? Und zum zweiten habe ich dem alten Rentner eine Schachpartie versprochen. Er ist ganz allein und ich spiele immer mit ihm. Er freut sich die ganze Woche auf die Schachpartie. Ja, aber doch nicht heute. An diesem großen Tag. Ach, Trudel, nun stell dich doch nicht so an. Wenn Norbert das versprochen hat, dann kann er den alten Herrn doch nicht warten lassen, nicht? Und du brauchst kein Huhn zu schlachten. Nett von dir, Schwiegermutter, dass du mir beistehst. Also Norbert, lass dich durch uns nicht aufhalten. Man muss immer pünktlich sein, nicht? Tja, Hier. Ach so, ja, komm. Oh, du wollen das junge Glück mal allein lassen, nicht? Wiedersehen, Norbert. Na, tschüss. Auf bald, mein Junge. ja, bald. Du, deine Mutter ist süß. Findest du?
mach doch kein Gesicht. Glaubst du, ich lass dich heute allein? Heute Nachmittag um 4, da treffen wir uns in unserem Café und dann gehen wir ins Kino und dann zum Tanzen. Du kannst doch auch zu uns zum Kaffee kommen. Nein, mein Kleines. Das ist schöner, wenn wir ganz für uns alleine sind. Ja, Bertha. Der macht die Tür zu. Ach, Otto. Ja. Doch nicht diese Tür. Korridortür. Und leg das Tischtuch auf. Otto, hol doch mal ein paar Brikett aus dem Keller. Ein bisschen Petersilie aus dem Garten. Otto, der Kittel. Und guck nicht erst wieder in die Zeitung, Otto. Guten Abend. Guten Abend, Norbert. Kennst du die neueste Erfindung? Und die wäre? Der ferngesteuerte Ehemann. Komm, leg das Tischtuch mal mit auf. Ja. Ich gehe den Briketts und Petersilie holen, du. So. Oha. Wenn Mutter den roten Fleck sieht. Nee, du, nicht auf meinen Platz. Ich bin das nicht gewesen. Das ist doch egal. Du hast das dickste Fell. Dann schieben wir den Flecken zu Trudel, du. Trudel war das aber nicht. Ich habe genau gesehen, dass Mutter den roten Fleck gemacht hat. Ja, das können wir ihr aber nicht sagen. Nee, du nicht. Man muss sie fast sehen. Ja, ja. Ach, sind Belege gekommen? Ah ja, hier. Komm mit raus in den Garten, Norbert, bis zum Essen. Die paar Minuten frische Luft musst du dir schon gönnen. Und die Vögel. Nein, das ist mir dann zu unruhig. Wenn ich erst die Belege sortiert habe, dann geht das andere nachher schneller. Ich bin richtig froh, dass ich diese Buchführung nebenbei bekommen habe. Das sind jeden Monat 200 Mark extra. Die können wir ganz für die Möbel sparen. Und wenn wir dann endlich eine Wohnung gefunden haben, dann können wir uns gleich einrichten. Du seid ja schon bald ein Jahr verheiratet. Und immer noch keine Aussicht auf eine Wohnung. Tja, zum Verrücktwerden. Jeden Tag gucke ich die Anzeigen durch und telefoniere. Immer dasselbe. Entweder ist die Miete zu hoch oder der Baukostenzuschuss. Oder Trudel gefällt die Wohnung nicht. Ich muss die Petersilie holen, sonst ist hier wieder der Teufel los. Du. Norbert! Norbert, komm schnell, ich muss dir was zeigen. Hörst du die Spatzen schimpfen? Also gut. Diese Unordnung immer. So. Ach, Mami, ach, mein Kind. Wir können gleich essen. Oh, kann ich dir was helfen? Ja, guck mal nach, wo Vater bleibt. Der sollte nur Petersilie holen aus dem Garten. Guten Abend, Trudel. Na denn. Ich soll Vater holen. Oh,
verdammter Mist. Was? Ich brauche nicht zu fragen, wer diesen Blödsinn gemacht hat. Ich kann das nun mal nicht ab, wenn hier sowas unordentlich auf dem Tisch liegt. Und überhaupt wollen wir nun ja auch essen, nicht? Oh, hier kann man ja verrückt werden. So, ich leg dir doch nichts im Weg. Mir aber aus dem Weg. So, hier ist die Petersilie. Ja, danke. Vater hatte natürlich wieder seine Vögel im Kopf. Ja, ein Vogel hat dein Vater, das sind seine Vögel. Norbert! Norbert! Du bist viel zu schnell weggelaufen. Das war doll, du. Jedes Jahr haben wir Schwalben unter dem Dach. Gerade nun sind sie vom Süden zurückgekommen. Und was finden die Herrschaften in ihrer Wohnung? Ganz gewöhnliche Spatzen. Da hättest du mal sehen sollen, wie die Schwalben die Spatzen rausgefeuert haben. Nun liegen die Spatzen auf der Straße und schimpfen nur. Essen! Lass sie kämpfen. Erbsensuppe. Und dann noch mit Petersilie darauf. Mir schmeckt sie so. Weißt du noch, Vater, als du gesagt hast, die Vögel, die haben das gut. Die haben keine Wohnungssorgen. Na ja, das stimmt doch gar nicht. Habe ich doch eben erlebt. Ja. Wann hast du auch schon mal was gesagt, was stimmt? Ach nee, komm, nimm mal die Teller hoch, ja? Die Tischdecke liegt ganz verkehrt rum. Die Tischdecke bleibt liegen. Was denn? Den roten Fleck hast du gestern gemacht, verehrte Schwiegermutter. Also das Ich ist habe das aber- genau gesehen, verehrte Schwiegermutter. Norbert, was ist denn das für ein Ton? Kinders, verderbt euch nicht den guten Appetit. Auch wenn es Erbsensuppe mit Petersilie ist. Schmeckt euch das Essen nicht? Braucht ihr nur zu sagen. Könnt ihr in der Wirtschaft essen. Ich sag gar nichts mehr. Naja, Hühnersuppe wäre natürlich auch mal schön. Dann müssen wir aber einen schlachten. Ja, dann tu das doch. Ich habe ausgerechnet bei den Hühnern, da setzen wir sowieso zu. Wir müssen Futter kaufen. Wenn wir die Eier kaufen, dann kommen wir da billiger bei weg. Vater kann ohne seine Hühner nicht leben, das weißt du. Ich ohne Hühner nicht leben? An denen liegt mir nichts. Ich hätte viel lieber Tauben gehabt. Otto, nun fang doch nicht wieder davon an. Tauben kommen mir nicht ins Haus, das weißt du. Ja, die kommen ja auch nicht ins Haus, die kommen aufs Dach. Und ich komm dir gleich aufs Dach, wenn du noch mal eine Taube im Mund nimmst. Der Garten ist ein Kartoffelfeld. Ja, warum machen wir keinen Rasen? Norbert, nun lass das doch. Merkst du was, Otto? Er will dir deinen Garten nehmen. Och, Rasen wäre schön. Ach, so ist das, du bist bei der Opposition. Lassen wir doch die Politik. Ja? Hat mein Herr Ehegemahl sonst noch was zu meckern? Lass die Ironie, Traute. Das ist noch nicht alles, was mir nicht gefällt. Warum ist zum Beispiel die sogenannte Wohnstube die ganze Woche über gesperrt und kann bloß am Sonntag für ein paar Stunden besichtigt werden? Wir sitzen hier alle aufeinander und ich weiß nicht, wo ich mit meinen Papieren hin soll. Ja, zwischen Essen, Abwaschen, Wienern und Shoppen, da kann ich sehen, wie ich meine Arbeit schaffe, die ich überhaupt gar nicht nötig habe. Du hast es auch nicht nötig, dich hier über alles aufzuregen. Das macht doch schließlich alles Mami. Eine bessere Hausfrau als Mami gibt es ja wohl nicht. Danke, mein Kind. Und überhaupt, Norbert, zieh mal deinen Schlips gerade, ja? Und überhaupt ist das nicht unsere Wohnstube, wie du eben gesagt hast, das ist unsere gute Stube. Und die wird nicht voll geklebt. Du mit deinem ganzen Papierkram in meiner guten Stube, na, so weit kommt es. Du wohnst hier schließlich bei meiner Mutter und hast dich mal hier zu richten. Jawohl, so und nur ist Schluss. Otto, wir müssen gleich nach dem Boden. Ich muss die Wäsche abnehmen, nicht? Ich will morgen bügeln. Ja, nun komm. So. Wie in der Kaserne. Also du bist in der letzten Zeit ekelhaft. Fehlt bloß noch die Uniform. Du bist nur keine Ordnung gewohnt, das ist es. So, ich wasche jetzt ab. Mach du deinen Kram.
habe keine Zeit, ich muss abwaschen. Nun komm doch mal her! Mein Gott, was ist denn? Oh. Norbert. Du Norbert, wenn wir in eine Bausparkasse gingen. Nein, das ist nichts. Also du sagst zu allem Nein. Willst du 10 Jahre oder noch länger warten, bis wir endlich ein eigenes Haus haben? Ja du, oder ein Fertighaus. Auf Stottern. Willst du die Möbel an die Wand malen? Wir haben doch nichts. Wir nehmen Kredit auf. Du, das tun andere Leute auch. Ach, hör doch endlich auf. Jeden Tag dasselbe. Also wenn man mit dir mal über was Wichtiges reden will. Aber was anderes ist mir im Augenblick viel wichtiger. So? Was denn? Du hältst das immer mit deiner Mutter. Ja, natürlich. Bin ja auch ihre Tochter. Ja, du bist meine Frau. Du hast zu mir zu halten. Willst du mich gegen meine Mutter aufhetzen? Nein, will ich nicht. Die Hauptsache ist doch nur, dass wir beide nicht böse aufeinander sind. Und sind wir das? Nee. Na also. Du Norbert, ein Kollege von mir hat sich jetzt ein altes Bauernhaus gekauft. Du, das wäre doch auch was. Er hat das ganz modern eingerichtet. Ja, und wenn das weit abliegt, dann musst du ein Auto haben. Und daran können wir auch noch nicht denken. Und wenn wir uns ein Appartement kaufen? Kaufen? Ja, eine Eigentumswohnung. Ja, das kostet auch ein Vermögen. Also nichts ist dir zu Pass. Wie lange sollen wir denn noch warten? Ach, lass mich doch endlich in Frieden. Ich denke ja genauso wie du, aber das wird auch nicht besser, wenn wir da jeden Tag drüber quatschen. So, Quatschen nennst du das? Oh, das wird Herr Schneider sein. Also dieser lästige alte Mann, wo wir sowieso keinen Platz haben. Aber das liegt an euch. Weil wir nicht in die Wohnstube dürfen. Also du hättest dir diesen alten Tatterkreis schon längst vom Hals schaffen sollen. Wenn ich auch meinen Schachverein aufgegeben habe. An meinem Schachabend, da halte ich fest. Und wenn du dich auf den Kopf stellst. Ach, und die Arbeit ist auf einmal Nebensache. Die Schachpartie jede Woche ist das Einzige, was für mich alleine noch geblieben ist. Guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Abend, junge Frau. Guten Abend, Herr Schneider. Kommen Sie, wir können gleich anfangen. Heute bin ich in Form. Nehmen Sie sich in Acht, Herr Schmidt. Diesmal habe ich weiß. So. So. Ach, ihr müsst doch mal ein bisschen Platz machen. Ich will nur bügeln. Ja, muss das denn jetzt sein? Du willst morgen bügeln, hast du gesagt. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Dann würde ich an deiner Stelle überhaupt nicht mehr schlafen. Sag mal, kannst du dich denn nicht wenigstens vorher einen Schneider ein bisschen zusammennehmen? Ach was, der hat Ohren mit dem Reißverschluss. Sie sind Amtszucht, Herr Schmidt. Wenn du so weitermachst, Norbert, denn... Was denn? Ach, was ich noch sagen wollte, ich habe in der Waschküche Asseln gesehen. Asseln? Und da hast du mir nichts von gesagt? Ach Gott, geh doch weg. Den Trick musst du dir merken, Robert. Sie sind im Keller und in der Waschküche immer hinter Asseln her. Wenn du sie los sein willst, sprech von Asseln, du. Naja, ich gehe noch einen Augenblick in den Garten. Mal sehen, wie der Familienstreit zwischen den Schwalben und den Spatzen ausgegangen ist. Ich wasch ab. Oh, diese Weiber. War das nicht ein bisschen zu scharf? Ja, ist doch wahr. Sie kennen die Frauen nicht. Welche Frauen? Ich habe den Zug mit ihren Bauern gemeint. Ach, lassen wir das. Von Asseln war natürlich überhaupt nichts zu sehen. Ach Norbert, du kannst mal eben mit in die gute Stube kommen. Ich will das Sofa mal auf die andere Seite stellen. Mal sehen, wie sich das da macht. Ich gehe die ganze Woche nicht in die gute Stube. Heute muss es aber nun mal sein. Herr Schneider? Wir spielen hier an der Ecke in der Wirtschaft weiter. Das ist ja nicht zum Aushalten hier. Gehen Sie bitte schon, ich komme gleich nach, wenn ich das Sofa umquartiert habe. Ja, wie Sie wünschen, Herr Schmidt. Ich versuche, die Position zu rekonstruieren. Das ist eine interessante Aufgabe. Bin gespannt,
ob mir das wohl gelingt. Na, also dann bis gleich. Ja, bis gleich. Was? Du willst in die Wirtschaft gehen? Ich gehe doch ganz woanders hin. Ich kann hier nicht mehr leben. Ich gehe zu meinen Eltern. Das ist doch nicht dein Ernst. Du glaubst, ich mach Spaß? Ich zieh zu meinen Eltern und du kommst mit. Zu deinen Eltern? Niemals. Du bist meine Frau. Du hast hinzugehen, wo ich hingehe. Wenn ich von meiner Schachpartie zurückkomme, dann hast du deine Koffer gepackt. Da denke ich gar nicht dran. Lieber lass ich mich scheiden. Anna-Kind, weißt du noch Helgoland? Horch mal. Ja. Windstärke 15. Die Brandung, ne? Ach, die Brandung. Wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Ja. Die Lampe. Hast auf der Lampe noch nicht Staub gewischt? Sag mal, warum wird eigentlich bei einer Lampe oben auf sauber gemacht? Kann man von unten doch gar nicht sehen. Ja, beim Kommister war das was anderes. Da wussten wir, dass der UVD immer mit weißen Handschuhen kam und das erste war immer die Lampe. Ja, genau wie so ein UKW muss... Ach, wie so ein UVD muss die Schwiegermutter von Norbert sein, was? Ja, du. Hoffentlich kommen wir bei diesem Aufstand nicht zu spät in die Versammlung, ne? Na, ohne dich können sie auf der Versammlung doch gar nicht anfangen. Das ist auch wieder wahr. Und ich sage immer, der Mensch kommt früh genug zu spät. Na. Mensch, das ist sie schon. Komm, Ja? guckst dir den Eimer. Ich mach dir den auf und lass den Lappen verschwinden. Los, mal ran. Los, Frau Müller. Ach so. Augenblick, Augenblick, Frau Müller. Erst die Füße abpeppen. So, Ich möchte nicht stören. Ich wollte bloß wissen, ob heute Abend nach der Versammlung noch einen gemütlichen Klönschnack ist. Aber klar ist das, die Versammlung ist doch bloß so ein kleiner Vorreiter, ne? Was denn hier überhaupt los? Rum besuchen Sie. ja, wissen Sie, was die Schwiegertochter von Norbert ist, nicht? Die Schwiegertochter von Norbert. Oh, ja. Meine Frau meint die Frau von Norbert. Ja, also was die Frau von Norbert ist. Anerkennt, du musst das aber auch anders erzählen. Also die Sache ist nämlich die. Ja. Ach, das meinen Sie. Meinen Sie, ich habe keine Augen im Kopf? Die beiden leben getrennt. Norbert bei Ihnen und seine Frau bei Ihren Eltern. Das weiß das ganze Haus. Ja. Ja, die deren hatten Dickkopf. Ein paar Wochen haben sie sich schon nicht mehr gesehen. Und auch nicht miteinander telefoniert. Von Schlafen gar nicht zu reden. Weiter. Ja. Und heute kommt sie nur her, um mit Norbert darüber zu sprechen. Denn so geht das schon nicht weiter, ne? Du musst es aber auch richtig erzählen weiter, nicht? Also was die Traute ist, die hat bei unserem Norbert im Geschäft angerufen und Norbert hat unten bei Krämer Bartels angerufen, dass wir hier die Wohnung sauber machen sollen, weil Traute kommt, nicht? Ja, die Mutter von der Traute ist nämlich ein Putzteufel. Ja, bei der kann man auf dem Dachboden vom Fußboden essen. Aber wann ist der Mensch schon mal auf dem Boden? Ne? Naja, wir wollen uns nicht blamieren, unser Jung zuliebe. Und Und doch. darum der Befehl vom Oberkommando Unterkunft muss auf Hochglanz poliert werden. Na ja, nun haben wir es ja bald geschafft, ne? Ja. Sie müssen die Küche mal sehen, wie die blitzt und blinkert, ne? An Blumen haben Sie aber nicht gedacht. Diese Blumen, auch noch Blumen, wo die Traute unseren Jungen so unglücklich gemacht hat. Nö. Ich kann schnell welche rüberholen. Olga hat bestimmt welche stehen. Wenn Sie der deren schon imponieren wollen, dann müssen auf jeden Fall Blumen her. Ja, du, Frau Möller hat recht, daran haben wir nicht gedacht. Egal, warum die Traute kommt, wir werden sie fürstlich empfangen. Dann kommen Sie schnell mit die Blumen holen. Oh, da in der Ecke fehlt aber noch was. So. Ich weiß, eine Lampe, die hat Olga auch. Kommen Sie. Bitte, die Lampe. Da sind die Füße dabei. Vater? Mutter?
Tür stand offen. Ich bin so froh, dass ich dich mal wieder sehe. Lassen wir die Romantik, Norbert. Ich wollte mich mit dir unterhalten, weiter nichts. Nüchtern und sachlich. Aha. Nüchtern und sachlich. Darf ich dir also nüchtern und sachlichen Platz anbieten? Ja, danke. Kannst du in diesem Milieu bloß leben? Wenn man allein das Treppenhaus sieht. Ich bin hier geboren und groß geworden. Also Norbert, wir können den Kopf nicht mehr in den Sand stecken. Wir leben getrennt und so hat unsere Ehe keinen Sinn mehr. Meine Meinung ist, wir lassen uns scheiden. Ja, aber Trudel, nur red doch keinen Unsinn. Für das Geld, was die Scheidung kostet, da kriegen wir schon ein Schlafzimmer. Wir müssen uns eben die billigste Scheidung aussuchen. Ach, nun sei doch vernünftig. Ja, gerade weil ich vernünftig bin. Das kann doch nicht mehr lange dauern, dann haben wir eine Wohnung. Der Schnack hat sich totgelaufen. Wir müssen Geduld haben. Ich habe aber keine Geduld mehr. Ich will einen klaren Weg. Und wenn wir beide zu einer Entscheidung... Du meinst Scheidung? Wenn wir zu einer Entscheidung gekommen sind, sollten wir nicht mehr sentimental werden. Du hast dich ganz schön auf alles eingestellt. Mit Sentimentalität machen wir uns die Sache nur schwerer, als sie ist. Ein kleiner Trost für mich, dass dir das nicht so leicht fällt. Wir sind Menschen von heute. Ich halte mich jedenfalls dafür. Und sollten in so einer Situation stark sein. Du kannst sagen, was du willst. Ich sehe bloß das eine. Du bist hier und wir sind Mann und Frau. Ohne Wohnung sind wir das nicht. Weißt du noch, was der Pastor in der Kirche gesagt hat? Bis dass der Tod euch scheidet. Und damit hat er uns gemeint. Was soll denn das? Hier geht es doch um das Reale. Reale? Ach, interessant. Das Reale, das läuft wohl auf zwei Beinen rum. Ich verstehe nicht. Natürlich, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Ein anderer Mann steht zwischen uns. Oh, wie kannst du sowas sagen? Nein, Norbert, das ist es nicht. Ach, ich halte es einfach nicht mehr aus. Wenn mich einer fragt, wo ist Ihr Mann, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Deine Schuld. Nein, deine. Warum bist du weggelaufen? Komm. Das Thema haben wir durch. So? Aber du kannst nicht von mir verlangen. Du hast dich nach mir zu richten. Du kannst mir nicht zumuten, dass ich hier bei euch wohne. Naja, da sind wir also wieder beim Realen. Du bist hier, ich bin da. Das ist keine Ehe. Machen wir also kurz einen Prozess. Du arbeitest beim Rechtsanwalt, das merke ich nun. Ich frage dich also, bist du mit einer Scheidung einverstanden? Nein. Ich kann klagen auf böswilliges Verlassen. Ach, mach doch, was du willst. Fall doch nicht aus der Rolle. Wir wollen doch die Sache in Freundschaft in Ordnung bringen. Lass dir Zeit und überleg dir alles, dann können wir einen Termin abmachen. Ja, dann muss ich jetzt gehen. Meine Mutter macht sich sonst Sorgen. Dass ich mir mal Sorgen machen könnte um dich. Ich, dein Mann. Das stört dich nicht. Bitte lass doch jetzt. Na schön. Darf ich dich wenigstens zu einer Tasse Kaffee einladen, dass du meinen Eltern guten Tag sagen kannst? Ich hol sie. Sind sicher wieder auf dem Klönschnack bei den Nachbarn. Bitte.
sie muss schon da sein. Wahrscheinlich in der Küche hält sie da so einen Augenblick fest. Oh, Traude, sag mal, der das uns mal besuchst, nicht? Wie geht dir das denn bei dir? Kennings, kommt rein. Das rein wieder. Was soll ich denn damit anfangen? So, hier würde ich sagen, in der Ecke, ne? Das Bein ist älter, ne? So. Ja. So. Kennings? Dufte, was? Perser. Zuerst singen wir ein Lied zur Begrüßung. Och, was? Damit blamieren wir uns bloß. Doch wozu sind wir im Gesangverein? Ohne Probe, das wird nicht. Was brauchen wir zu proben? Wir singen ganz einfach. Oh, wie wohl ist mir am Abend. Ich bin der erste Part, ich sing für zwei. Ihr beiden Hübschen seid der zweite Part und Mutter und Sohn der dritte. Ich habe euch überall gesucht. Traut ist hier, oder? Ist sie schon wieder weg? Nee, sie ist bei Mutter in der Küche. Was soll der Heidudelkram? Was, dein Vater hat gesagt, ich soll dir das mitnehmen. Ach, Quatsch. Jung, lass mich mal machen, du. Ich habe schon manch einen vermasselten Vereinsabend wieder in den Gang gebracht. Die ganze Wohnung ist blitzeblank wie ein Operationssaal. Du kannst von der Lampe essen, wenn dir das nicht so viele Umstände macht. Vater, das ist alles gar nicht so wichtig. Traut ist doch bloß hier, weil... So, mein Dirn. Sehr geehrte, gnädige Frau Schmidt, in meiner Eigenschaft als Festkomitee heiße ich unsere Prinzessin herzlich willkommen. Da steht das auch schwarz auf weiß. Was? Ja, weiß auf rot. Und zur Begrüßung singen wir einen Choral. Oh, wie wohl ist mir am Abend, Oh, wie wohl ist mir am Abend, Oh, wie wohl ist mir Ich bin ganz durcheinander. Habe ich überhaupt schon guten Abend gesagt? Nee, das ist Frau Möller, unsere Nachbarin. Guten Abend. Und das ist Olga. Als kleines Kind ist sie schon in unserer Wohnung rumgehopst. Nicht, Olga? Und ich bin nicht dein Schwiegervater. Wenn Sie mal irgendeine Besorgung haben, Frau Schmidt, ich bin Telefonistin und habe immer mal Nachtdienst. Dann kann ich das für Sie erledigen. Ja, und wenn Sie mal was zu bügeln haben, ich tue das gerne für Sie. Seit mein Mann tot ist, habe ich viel Zeit. Och, das ist aber freundlich. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die Sache ist bloß die, dass meine Frau aus einem ganz anderen Grunde hier ist. Ach, ja, wir wollen auch nicht länger stören. Komm, Olga. Wiedersehen, junge Frau. Wiedersehen. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, bis nachher im Verein. Ja, tschüss, Kennings. So, und wir setzen uns erstmal gemütlich hin und trinken eine Flasche Wein. Ah, mach ich auch. Jo. Also, Trude... Traute, ach was, ich sag auch Trude zu dir. Doch, sag mal. Also Trude, du warst erst einmal hier bei uns kurz vor deiner Hochzeit. Und so freuen wir uns denn doppelt, dass du heute zu uns gekommen bist. Am Ende ist es dir hier nicht vornehm genug. Soll ich mir einen Kulturstrick umbinden? Was meint er? Ob er sich einen Schlips umbinden soll. Ach so. Nein, das stört mich nicht. So viel ich weiß, bist du eine Klapperschlange, nicht? Klapperschlange? Er meint Stenotypistin. Ach so. Ja. Eine Edeltipse. Kannst du das noch mal zu einer Vorzimmergöttin bringen? Wenn man verheiratet ist, ist keine Chance mehr. Ja, dann lass uns mal erstmal einen trinken. Komm, setz dich Ja. doch, ja? Norbert, komm. Prost, mein Dirn. Prost, Schwiegervater. Prost. Prost, mein Dirn. Schwiegermutter. Prost, Anna-Kind. Ja. Tudo, du bist so schmal im Gesicht. Ich glaube, du isst zu wenig. Ach, ich habe in der letzten Zeit viele Überstunden gemacht. Mutter hat recht. Erstmal musst du was zwischen die Rippen kriegen. Komm, ich helfe Mutter dabei, dann geht das ein bisschen fixer, Ja. nicht, Anna-Kind? Ja. Tja. Das ist also das Ende. Och, komm. Setz dich
doch zu mir. Und du meinst, wir sollen als Scheidungsgrund nehmen, böswilliges Verlassen? Du, ich soll dir einen schönen Gruß bestellen. Von Vater. Danke. Bei böswilligem Verlassen habe ich natürlich allein die Schuld. Ich soll dir bestellen, als die Schwalben weg waren, da sind die Spatzen wieder in die Wohnung gezogen. Ich muss dann für deinen Unterhalt aufkommen. Das sowieso. Du bist doch an allem schuld. Das wollen wir erst mal abwarten. Du hast vorhin schon zu mir gesagt, mach doch, was du willst. Das heißt also, dass du mit allem einverstanden bist. Was wird so eine Scheidung denn kosten? Oh, mindestens 1000 Mark. 1000 Mark. Oh du, ich soll dir von Vater noch was sagen. Was war das mal noch? Ach ja, du, diese Drossel... Ach, lass mich nicht zufrieden mit Drosseln, Schwalben und Spatzen. Das ist nicht nett von dir. Du Vater meint das so gut mit dir. Entschuldigung. Ja, er ist ein feiner Kerl. Also? Ja, was war nun mit der Drossel? Ach so, ja. Nee, jetzt komme ich da nicht mehr drauf. Oh, war wohl auch nicht so wichtig. Wird mir schon wieder einfallen. Oh, du komm, schenk doch noch mal ein, du. Ach, ich finde es richtig gemütlich hier. Nur auf einmal. Aha. Die Dame will sich zum Abschied noch mal einen gemütlichen Abend machen. Als Erinnerung. Aber ohne mich. Oh, du trinkst ja gar nicht. Prost. Der Wein ist wirklich gut. Du, hast du in der Zeitung gelesen? In unserer Gegend hat ein Apfelbaum jetzt im Herbst wieder angefangen zu blühen. Du. Ist das nicht toll? Ja, das muss auch eine Scheidung geben, die billiger ist als 1000 Mark. Stell dir doch mal vor, 1000 Mark. Und du sagst auch noch mindestens. Ich mache mir ja sonst nichts aus Wein. Och, das weißt du ja. Aber dieser, der schmeckt mir so richtig gut. Ach, nun bleib doch bei der Sache, wenn du schon hier bist und mit mir über die Scheidung... Ja, nachher, später. Du, ich glaube, bei Wein sagt man gar nicht schmecken. Du, da sagt man munden. Ach, du... So, Kiddings, hier rollt noch ein Fass an. Und gleich kriegst du auch was zu futtern. Vater, das ist alles gar nicht so wichtig. Taut es doch bloß hier, weil... Prost, Schwiegervater. Prost, mein Süßen. Du hast so gar nichts mehr im Glas. Komm mal her. Ja? Ach, du verwöhnst mich ja wieder. Prost, mein Herrn. Prost, mein Junge. So, komm, du lass das erstmal kurz schmecken. So viel esse ich doch die ganze Woche nicht. Was? Die haben Pappen? Oh, wenn du nicht auskommst, machst du dir in der Küche noch mehr, bis ich da wohl zurechtfinden, was? Wir gehen nun nämlich. Was ihr wollt? Heute auf Montag. Ja, wir sind jeden Abend weg. Ja, wir kommen mit unserem Verein gar nicht mehr ganz durch. Die Woche könnte gerne noch ein paar Tage mehr haben. Ja. Ja, strengt das nicht ein bisschen zu sehr an? Oh, was Spaß macht, strengt mich an. Nee, das sag ich auch nicht. Darum wird es Zeit, dass wir nun loskommen. Ja. Und dich können sie ja nicht anfangen, nicht? Er ist nämlich Vorsitzender. Ja. Nicht? Ja, nun müssen wir. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich natürlich auch, nicht? Ja, wenn ihr jeden Abend weg seid. Denn... Ja, was dann? Ach, nichts. Ich dachte bloß so. Viel Vergnügen. Danke. Schlips. Ja, was ist ein Schlips? So, und Tschüss. viel Spaß noch, nicht? Tschüss. Wer Hund mit Frau, dein spricht. Sag du. Oh. Bei uns hat nie einer im Treppenhaus gesungen. Oh, das muss grässlich für dich sein. Du, dein Vater hat eine ganz hübsche Stimme. Du nimmst einen schlechten Eindruck von ihr mit. Meine Eltern jeden Abend auf dem Swatch. Du, das ist doch wunderbar. Wieso? Ich meine, dass deine Eltern noch so aktiv sind. Tja, ja. Du,
ob deine Mutter wohl was dagegen hätte, wenn ich die Kommode da in eine andere Ecke stelle? Meine Mutter? Da könnte einer die ganze Wohnung umstellen. Das wäre ihr egal. So. Also, als ich hierher kam, war alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das Zimmer war sauber, die Küche blitzeblank. Oh, das ist so gemütlich hier. Ich fühle mich so geborgen wie noch nie im Leben. Ein richtiges, warmes Nest. Wunderbar. Du hast zu viel getrunken. Und wenn deine Eltern jeden Abend weg sind, dann haben wir praktisch die ganze Wohnung für uns. Oh, deine Eltern sind so nett. Die Nachbarn so freundlich. Alle sind so freundlich und du ziehst einen Schnut. Sag mal, soll das heißen, du willst hier bei uns wohnen? Du Dösbabbel. Da rede ich doch schon die ganze Zeit von. Ich weiß nicht. Ich trinke lieber Wein oder Bier. Denn aber Malzbier, das ist gesünder. Auch wenn man das vertragen kann, ist alles gesund, nicht? Ob das Stiftungsfest heute Abend wohl lange dauern wird. Och, das gibt es morgen früh. Dann müssen wir sehen, dass wir eine gute Unterlage haben. Och, wir essen hier nichts mehr im Haus. Wir essen da im Lokal. Und in der Nacht ein paar Pappen oder eine Bockwurst oder ein Sohlei. Essen Sie auch so gern Sohlei? Och, ich mache mir nichts aus Sohlei. Was? Das heißt, ich habe noch nie ein Sohlei gegessen. Oh, müssen Sie das unbedingt mal probieren. Ich mache Ihnen das zurecht. Da kommt es nämlich drauf an, wie man das zurecht macht. Also erst nehmen Sie das Ei, pellen es ab, schneiden es in der Mitte durch und dann kommt Pfeffer, dann kommt Salz, dann kommt Essig, dann kommt Öl und dann kommt Trudel. Abend, junge Frau. Du, ich habe das Gulasch für dich schon warm gestellt. Und dann müssen wir warten, bis Norbert kommt. Wo ist er denn? Unterwegs, wegen der Wohnung. Ach nee, da kann ich nicht drauf warten. Ist sowieso schon spät. Oh, immer diese Überstunden am Sonnabend, das habe ich auch bald satt. Gott, Mensch. Na, ich will auch nicht länger stören, ne? Nee, Bis ne? nachher denn, ne? Ja, bis nachher. Tschüss. Ne? Tschüss. Wiedersehen, Frau Müller. Wiedersehen. Wo ist denn meine Schürze? Die Schürze? Die hat an der Tür nach der Kammer. Und wo ist das Staubtuch? Oh, ich glaube, das ist da, wo die alten Zeitungen überliegen. Warum ist denn hier nicht alles am selben Platz, dass man nicht immer erst zu suchen braucht? Ach, das ist ja gräsig. Frau Müller hat mir die Tür aufgelassen. Was wollen Sie denn hier? Ich habe was im Treppenhaus gehört. Ist Norbert gekommen? Nein, das war ich nur. Na, den warte ich hier so lange, bis er kommt. Haben Sie jetzt erst Feierabend? Sie können wohl ohne Norbert nicht leben.
meinen Sie das? Können Sie ihn denn nicht endlich in Ruhe lassen? Och, er soll doch bloß mal meine Nachttischlampe nachsehen. Die brennt nicht mehr. Ja, heute ist das die Nachttischlampe, morgen das Radio, übermorgen klemmt die Tür. So geht es immer weiter. Was Sie schon wieder denken. Da hat das gar nichts mit zu tun, was Sie jetzt meinen. Ich kann doch nicht wegen jedem Dreck einen Handwerker holen. Und Norbert hilft mir gern. Ja, das habe ich schon gemerkt. So, dieses Gulasch. Ach, Olga. Ja. So, kannst aber gleich aus dem Topf essen, nicht? Dann haben wir keinen Teller abzuwaschen, nicht? Also ich kann es auf den Tod nicht leiden, wenn man Brot auf Zeitungspapier legt. Wieso? Da kommen keine Krümel auf den Tisch, nicht? Das ist ja alles unten angesetzt. Was? Ach, das schmeckt aber gut, wenn man das abkratzt. Das Brot ist hart. Das müssen Sie in der Soße aufweichen. Ist doch gar keine Soße da. Oh, ich möchte einmal erleben, dass ich hier ein anständiges Essen kriege. Aus dem Topf essen. Sowas hat es bei meiner Mutter nicht gegeben. Schönen guten Abend. Na, Norbert, da bist du ja. Was gibt's denn heute Abend zu essen? Gulasch aus dem Topf. Steppenfraß. Trudelig, bitte. Oh, guck dir das doch mal an. Ah, riecht aber nicht schlecht. Na prima. Du hast bloß den richtigen Hunger. Ja, dann wünsche ich guten Appetit. Na Olga, was gibt's denn? Wo drückt der Schuh? In Ihrem Schlafzimmer ist es zappenduster. Ja, du. An der Nachttischlampe muss was kaputt sein. Ich weiß auch nicht was. Ja, dann gucken wir doch gleich mal nach. Was gleich? Das ist nett. Auf Wiedersehen. Tja, dann komm an. Bin gleich wieder da. Das ist nett von dir. Weißt du, die Pfanne ist schon dabei. Haha, wie ist das? Was ein Bier zum Gulasch? Kannst du aus dem Buddel trinken, ne? Dann haben wir kein Glas Rupsdehn. Ich möchte erst mal was essen. Wieso machst du kein Gulasch? Oh, guck dir das doch mal an. Diesen angebrannten Kram soll ich essen. Och, das ist doch nicht angebrannt. Das ist bloß scharf gebraten. Ja, und Gulasch muss scharf sein, nicht? Aber wenn du das nicht machst, dann macht ihr bei Happen Pappen. Happen, happen, pappen. Das ist immer das Ende vom Lied. Einmal am Tag möchte ich auch gern warm essen. Oh, Trud, du musst dich doch nicht so aufregen. Das ist nicht so gut für deine Nerven. Hau dir ein paar Eier in die Pfanne. Ist doch alles kein Problem. Tja, für dich ist alles kein Problem. Oh, oh, sag das nicht, sag das nicht. Wenn ich mich nur nicht fertig mache, dann ist das ein Problem. Ob wir doch einen Tisch auf dem Stiftungsfest kriegen. Ach, war weiter nichts. Die Birne war bloß los. Wie mich das beruhigt. Wenn du zu deiner Olga laufen kannst, hast du alles, was du brauchst. Aber Trude, Olga hilft uns ja auch, wenn wir sie um was bitten. So kann man doch nicht sein. Wie nett du sein kannst, wenn sich das um andere Leute dreht. Bei mir hast du ein dickes Fell. Wie kannst du sowas sagen? Na, zum Beispiel. Wie ich so zufällig gehört habe, warst du heute wegen der Wohnung unterwegs. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt, wenn deine Frau erst mal zu wissen kriegt, wie das ausgegangen ist. Aber nein, gleich hin zu dieser Olga. Und lass endlich die Olga. Ja, ich war in einer neuen Siedlung, die nächstes Jahr fertig sein soll. Alles schon weg. Das hätte ich dir gleich sagen können. Du musst schon da sein, wenn angefangen wird. Ja, du weißt alles besser. Danke, nix. Auf der Treppe ist mir was eingefallen. Auf unserem Vorstandstisch haben wir bloß so eine Lütsche Bimmel. Du, die langt nicht da. Da habe ich mit mal an diese hier gedacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hiermit eröffne ich die heutige Versammlung. Ich bitte um Ruhe.
mal sagen, wenn das keine ernsthafte Versammlung ist, denn... Ernsthaft, Jung, du kennst mich doch. Sowas gibt's bei uns doch gar nicht. Ich nehme auf jeden Fall diese Kuhglocke mit. Sag mal, Kinders, warum kommt ihr eigentlich nie mit uns? Amüsiert euch doch mal. Kommt mit auf das Stiftungsfest. Ich habe andere Sorgen. Ach, pfeift auf die Sorgen. Gerade wenn du Sorgen hast, musst du mal unter lustige Menschen gehen, dann vergisst man alles. Ich kann das aber nicht. Wenn ich viele Leute sehe, die vergnügt sind, dann denke ich bloß immer, die haben das gut. Die können alle lachen. Die haben alle eine Wohnung, nur du hast keine. Wenn ich noch so jung wäre wie ihr, dann würde ich mir einen Wohnwagen kaufen. Den könnt ihr überall hinstellen. Und wenn ihr denn noch ein Auto dazu kriegt, könnt ihr sogar Camping machen. Mit dir kann man auch nicht vernünftig reden. Ja, nu, wer ist das denn? Augenblick, ich mach mal eben auf. Prost, mein Junge. Prost. Na, das ist ja eine Überraschung. Schönen Tag. Oh, Mami! Mein Getraube, Vorsicht, wird das Glas nicht kaputt. Du hast ja so lange nichts von dir hören lassen, mein Kind. Komm mal her, ich hab dir ein Glas Stachelbeeren mitgebracht, ne? Aus dem Garten mochtest du ja immer so gern, ne? Vielen Dank, Mami. Wenigstens ein Mensch, der an mich denkt. Ja, aber ich hab sie gepflückt. Dass du ohnehin immer an mich denkst, das weiß ich. Oh, sag mal, der ist uns mal besucht. Otto. Guten Tag. Bertha. Du bist dumm, dass wir gleich weg müssen. Setzt euch doch erstmal. Wollt ihr was trinken? Danke, wir wollen uns nicht lange aufhalten. Oh, was machen deine Vögel? Was macht dein Garten? Oder? Du darfst dich hier nicht so umgucken, sonst ärgerst du dich bloß. Sag mal, Kinder, wie wär's denn, wenn ihr heute Abend mitgeht aufs Stiftungsfest? Stiftungsfest? Ja, du von meinem Gesangverein, da ist was los. Du. Oh, ja, das wäre mal was anderes. Wir gehen so gut wie gar nicht aus. Sozusagen überhaupt nicht. Oh, guck mal. Jedenfalls haben wir für heute Abend noch nichts vor. Wir müssen heute Abend noch die Brikette im Keller starten. Können wir das nicht am Montag machen? Nein, nein, nein. Ich will über Sonntag keine Unordnung in meinem Keller haben. Ja, kann ich eine Tasse Kaffee kochen? Nein, danke, vielen Dank. Ist nicht nötig. Wir sind auch nur gekommen, weil der Makler Meier mal wieder eine Wohnung hat. Eine Wohnung? Ja, er muss jeden Augenblick kommen. Hat uns in sein Auto hergefahren. Sucht nur noch einen Parkplatz. Ja. Ach, das wird das sein. Ich mache ihm auf. Ja. Schön. Diesmal sagen wir aber nicht nein. Ja, abwarten. Abwarten, abwarten. Sonst weißt du nicht zu Ach, sagen. Herr Meier, da sind Sie doch. Ach, kommen Sie doch hier mit durch, Herr Meier. Ja, das ist Herr Meier, nicht? Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, Herr Meier. Auch bitte. Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Meier. Bitte schön, nehmen Sie doch Platz, ne? Ach, das stört Sie nicht, ne? Also, ich will das kurz machen. 2 Zimmer, Küche mit Boiler für warmes Wasser, Müllschlucker, Bad für bloß 350 Mark Monatsmiete, Vorauszahlung 3.500 Mark. Meine Provision, sagen wir 3 Monatsmieten, nicht? Genau das Richtige für uns. Tut mir leid, aber das können wir nicht aufbringen. Vom Wasserboiler. 3.500 Mark Vorauszahlung. 1.000 Mark für den Makler. Nö, 1050. Ha? Ja, 3 mal 350 sind 1050 Mark. Naja, na wenn schon. Wir haben doch ganz schön was auf der Kasse. Von dem, was da noch überbleibt, da können wir uns nicht mal einen Stuhl kaufen. Da willst du in einer leeren Wohnung leben. Ach, du übertreibst mal wieder. Du, wir werden schon zurechtkommen. Hast du gehört? Warm Wasserboiler und Müllschlucker. Ein Geldschlucker ist diese Wohnung. Das hat gar keinen Sinn, dass wir da noch ein Wort über verlieren. Nee? Nee. Dann ist es das letzte Mal gewesen, dass ich eine Wohnung angeboten habe. Ich verplempere mit Ihnen ja bloß meine Zeit. Und wir verplempern 100 Mark. Was für 100 Mark? Guten Abend, die Herrschaften. Augenblick mal. Was für 100 Mark? Ja, als Anzahlung. Wieso Anzahlung? Wir haben die Wohnung doch gar nicht genommen. Ja, eben, Sie haben die Wohnung nicht genommen.
Damit ist das mit der Anzahlung erledigt. Oh, das war doch wohl ein bisschen anders. Ach, das lohnt sich ja gar nicht, mit Ihnen noch lange zu streichen. Doch, mein Herr, das lohnt sich, das lohnt sich. Wie war das mit den 100 Mark? Ja, er sagte, wenn wir die Wohnung bis morgen Abend an der Hand haben wollen, dann müssen wir erstmal 100 Mark auf den Tisch legen, zur Sicherheit. Aha, zur Sicherheit. Und wenn wir bis morgen Abend Bescheid geben würden, so oder so, dann kriegten wir die 100 Mark wieder zurück. Und morgen Abend ist ja erst morgen Abend, mein Herr. Anzahlung ist Anzahlung und die ist nun verfallen. Och, die Herrschaften haben mich ja nicht richtig verstanden. Und überhaupt muss ich in diesem Fall doch endlich auch mal meine Unkosten wieder rauskriegen, nicht? Ich habe so das komische Gefühl, Sie reisen auf eine faule Tour, mein Herr. Was steht auf der Quittung? Tunke hat uns doch keine Quittung gegeben. Wir kennen Herrn Meier doch gut. Tja, ich glaube nicht gut genug. Ja, bitte, Sie können ja einen Prozess gegen mich anstrengen. Das tun wir auch. Aber einen kurzen Prozess. Her mit den 100 Mark! Gewalt? Ich hau dich pfundweise aus dem Anzug, wenn du die 100 Mark nicht rausrückst. Lassen Sie mich los. Ich gebe dir noch eine Sekunde, mein Junge. Loslassen? Wir sprechen uns noch. So ein Filou. Von so einem Kerl dürft ihr euch doch nicht übers Ohr hauen lassen. Otto, komm, wir gehen. Das ist hier nicht nach der Etikette. Du mit deiner Etikette, wenn er nicht eingegriffen hätte, wären wir die 100 Mark los. Sei still, will sie wohl noch in Schutz nehmen. Wir gehen nun. Vielen Dank auch für alles. Ja, wofür? Ihr habt ja gar nichts gehabt. Nee. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Otto, komm. Tschüss. Ja, tschüss. Sag mal, was ist denn nun kaputt? Hier ist es nicht nach der Etikette, hat sie gesagt. Weil ich ein bisschen grob geworden bin? Na schön, dann ist das eben nicht nach der Etikette. Ich bin jedenfalls nicht auf den Kopf gefallen. Vater, nun lass doch. Sie hat das nicht so gemeint. Nun reg dich nicht auf. Ja, aber den 100-Mark-Schein konnte sie nicht schnell genug in die Tasche stecken. Sie hätte sich doch wenigstens bedanken können, so ein Wohnungsgangster das Geld wieder abzunehmen. Trudel, das tut mir ja furchtbar leid, dass ich deine Eltern so ohne Etikette aus dem Haus gejagt habe. Ist schon gut, Schwiegervater. Du warst klasse. Ich danke dir im Namen meiner Eltern. Du, das hast du fein gesagt. Nun werde ich auch wieder ganz ruhig. Ich kann das nun mal nicht leiden, wenn andere Leute übers Ohr gehauen werden. Jo, du Anna-Kind, du wirst aber allerhöchste Eisenbahn für uns, anders kriegen wir keinen anständigen Tisch mehr, ne? Ich bin schon lange fertig. Bloß noch den Mantel. Ja, ich auch bloß noch. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich natürlich auch. Tschüss. Nicht? Tschüss, Kitty. Na? Wie hat mein Vater das gemacht? Ist er nicht ein toller Kerl? Oh. Angst kann man vor ihm kriegen. Wie so ein Gangster im Krimi war. Was? Eben hast du noch ganz anders geredet. Hast ihn gelobt. Ach, das musste ich doch. Wegen meiner Eltern. Sie haben sich auch noch nicht mal bedankt. Tja, deine Mutter hätte die 100 Mark wegen der Etikette sausen lassen. Wegen der Etikette. Du brauchst gar nicht so ironisch zu sein. Und du hast nicht zu sagen, dass mein Vater ein Gangster ist. Ich habe nicht gesagt, er ist ein Gangster. Ich habe gesagt, wie ein Gangster. Wo ist da der Unterschied? Ach, lassen wir das. Deine Mutter weiß, dass ich keinen Dreck sehen kann. Tut sie in der Wohnung so gut wie nichts mehr. Weißt du nichts anderes, als auf meiner Mutter rumzagen? Na, dann guck dir die Gardinen mal an. Bloß so als Beispiel. Trauerkleider kann man davon machen. Aber ich kann auch nicht alles tun. Ich bin abends auch müde. Und überall stehen leere Flaschen rum. Ja, du kümmerst dich um nichts. Alles bleibt an mir hängen. Als ich hier einzog, hast du alles fein organisiert. Den Chor, den Wein. Ausnahmsweise war die Wohnung auch mal sauber. Alles bloß, um mich einzuwickeln. So war das aber nicht. Erzähl mir doch nichts. Deine Freundin Olga leiht dir einen Teppich, eine Lampe und einen Plattenspieler. Und am nächsten Tag wird alles wieder abgeholt. So ein Bluff. Glaub mir, ich habe da nichts von gewusst. Oh, das war gemein. Sie haben das aber alle gut Ich gemeint. halt auch rein. Ach, wie kannst du sowas sagen? Ich kann noch ganz was anderes sagen. Ich bin genau in der richtigen Stimmung. Oh, ich habe keine Lust, mir hier das Aschenputtel zu spielen. Was habe ich denn schon von meinem Leben? Ich gönn mir nichts. Alles wird für die Wohnung gespart. Ich gehe nicht aus, ich mache keine Ferien. Du redest bloß immer von dir. Und
haben wir denn schon groß als die paar Piepen auf der Kasse? Nichts. Bloß Arbeit, Arbeit und nochmal Arbeit. Trudel, was ist bloß in dich gefahren? Ich verstehe dich nicht. Vielleicht machen wir alles verkehrt. Wir warten und sparen und warten und sparen. Und das Leben geht draußen vorbei. Du redest wie eine alte Frau. Wir sollten das so machen wie deine Eltern. Alles laufen lassen. Einfach laufen lassen. Und die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, vielleicht dann und wann. Ja, warum eigentlich nicht? Weißt du was, Norbert? Wir gehen. Ja, wohin? Na, auf die Stiftungsfest. Ja, wir essen erst im Restaurant in aller Ruhe Und dann besaufen wir uns. Ja. Wir tanzen und grölen mit den anderen. Mal sehen, wie das ist. Ja, du, wir gönnen uns ja gar nichts mehr. Und früher, da haben wir so gern getanzt, du komm, Ja. Trudel. Ach, wie lange haben wir eigentlich nicht mehr getanzt? Das war gar nicht mehr wahr. Du hast ja so ein Stiftungsfest in so einem kleinen Verein noch nicht mitgemacht. Oh, ich kann dir sagen, das ist vielleicht eine Stimmung, du. Ja, aber Was aber? das geht nicht. Das geht nicht. Wieso geht das auf einmal nicht? Gleich kommt der Schneider, ich habe da heute meinen Schachabend. Oh. Jetzt kann ich verstehen, wie ein Mord passiert. Was sagst du? Thema durch. Ach, du sag doch mal Die Sache ist vernünftig. erledigt. Du, wenn der alte Mann hier ankommt und keiner ist da, Trudel, das kann ich ihm nicht antun. Er freut sich immer so auf den Schachabend. So, das kannst du ihm nicht antun. Aber mir kannst du alles antun. Ach, nun richte dich doch nicht auf. Du, wir gehen ein anderes Mal. In 4 Wochen ist wieder ein Stiftungsfest vom Turnverein. Du, das ist auch viel netter als das vom Gesangsverein. Gib dir keine Mühe, ich habe abgestellt. Aber Trudel, wir werden doch wegen so einem dummen Stiftungsfest keinen Streit bekommen. Ach, dummes Stiftungsfest. Und eben hast du mir das noch rosarot ausgemalt. Glaubst du, ich bin blöd? Ich bin hier das 5. Rad am Wagen. Ach, du übertreibst. Ich bin für dich nichts mehr. Wie kannst du sowas sagen? Das ist genau wie früher. Ich denk bloß immer an dich. Du denkst. Was habe ich denn davon, wenn du an mich denkst? Wenn Olga pfeift, dann hüpfst du gleich hin zu ihr. Wenn dieser Tatterkreis, diese Schachmumie hier rinkubbelt, dann bin ich Luft für dich. Das ist doch nicht wahr. Oh, das wird er sein. Ich mach ihm auf. Namen, Norbert. Namen, Herr Schneider. Wenn ich richtig überlegt habe ich heute weiß. Na, Frau Schmidt, wie geht's? Danke. Ach, dies ist meine schönste Stunde in der Woche. Na, wollen Sie sich nicht setzen, Norbert? Ist es so ungemütlich. Trudel. Ich kann ihn doch nur nicht wegschicken. Das musst du einsehen. Wenn Sie nicht aufpassen, sind Sie Ihre Daumen los. Oh, ich sehe. Und ohne Dame haben Sie das Spiel verloren. Ich werde schon noch einen Ausweg finden. Wird aber nicht so einfach sein. Die Dame weiß nicht, wo sie hin soll. Ja, ist mir klar. Ich sehe im Augenblick keinen Ausweg. Lassen Sie mich mal überlegen.
Wohin? Zum Stiftungsfest. Spiel mal ruhig weiter. Lass dich nicht stören. Gehst noch ein bisschen an die frische Luft. Aber nicht so weit weg, hörst? Ja, ich höre. Ja, aber Trude, was willst du denn mit dem Koffer? Sag mal, merkst du denn überhaupt nichts mehr? Wenn ich sage, ich gehe, dann gehe ich. Ja, du willst doch nicht sagen, Jawohl, dass... genau das will ich sagen. Aber Oh, Trude... komm, lass mich. Ich hab das nur satt, verstehst du? Endgültig satt. Wir lassen uns scheiden, sonst bleibt uns nichts mehr. Du kannst doch nicht so einfach weglaufen. Doch, ich kann. Gib dir keine Mühe. Wo willst du denn mitten in der Nacht hin? Zu deinen Eltern? Ich werde schon Unterkunft finden. Quäl du dich mal nicht drum. Wenn das bei der Heilsarmee ist. Spiel du mal ein Schach. Ja, aber Trude... Aber verlier nicht! Ja, was soll ich denn nun machen? Ja, ich meine, das sieht schlecht aus. Für Ihre Dame können Sie nichts mehr tun. Ich meine auch das mit meiner Frau. Was ist mit Ihrer Frau? Ja, haben Sie ja gar nichts mitgekriegt. Mitgekriegt? Nee. Ich hab doch Ohren mit Reißverschluss, das wissen Sie doch. Ich hab mich in Ihre Lage reingedacht und nach einem Ausweg gesucht, um Ihre Dame zu retten, aber ich sehe beim besten Willen keinen. Dann gebe ich auf. Namen, Fräulein Becker. Oh nein, Frau Becker. Frau Lehmann. Na, soll ich Ihnen Kaffee machen? Oh ja, bitte, Frau Lehmann. Ich bin fertig. Ja, dann müssen Sie auch mal wieder ein bisschen Kaffee mitbringen. Was, schon wieder? Tja. Ach, das Beste wäre, ich kaufe mir einen Tauchsieder und mache mir den Kaffee selber. Nee. Hier im Zimmer will ich das nicht haben. Das wissen Sie ganz genau. In aller Freundschaft. Das Wort Freundschaft wollen wir wohl lieber weglassen, Frau Lehmann. Ach, das finde ich aber gar nicht nett von Ihnen, Fräulein Becker, mir sowas zu sagen, wo ich doch immer für alles für Sie sorge. Aber wo gibt das schon Dank? Entschuldigen Sie, Frau Lehmann, ich habe das nicht so gemeint. Na, Ich bin ein bisschen durcheinander. Ja. Oh, haben Sie meine Wäsche abgeholt? die war noch nicht fertig. Zu dumm. Jetzt sitze ich seit 2 Tagen da ohne Wäsche. Na, ich gehe morgen noch mal wieder vorbei, nicht? Ja, aber bestimmt bitte. Ja. Oh, übrigens, ich habe einen Herrn hier bestellt für heute. Was? Sie können ihn gleich hier reinlassen, wenn ich nicht hier sein sollte. Fräulein Becker, Sie wissen ganz genau, dass ich Herrenbesuche hier nicht gern habe. Um 9 Uhr muss er wieder aus dem Haus sein. Das biete ich mir aus. Mein Gott, bin ich denn hier im Gefängnis? Aber Sie können ganz beruhigt sein, Frau Lehmann. Der Herr ist schon etwas älter. Och, den Eltern ist schon gar nicht zu trauen. Haben Sie Bier im Haus? Ja, im Keller. Aber das müssen Sie sich schon selbst raufholen. Sie wissen ja, ich kann die Treppen so schlecht laufen. Na gut. Sie wissen doch, wo die Kiste steht, nicht? Ja. Ja, ich komm ja schon. Schönen guten Abend, ich bin bestellt. Guten Abend. Na, dann kommen Sie mal bitte rein, nicht? Danke. Fräulein Becker ist gleich wieder da. Sie hat schon auf Sie gewartet. So alt sind Sie ja gar nicht. Oh, die jungen Dinger heutzutage, die sind ja zu raffiniert. Das verstehe ich ganz. Zu mir hat Fräulein Becker gesagt, einen älteren Herrn wollte sie besuchen. Na, dann nehmen Sie mal bitte Platz, nicht? Danke. Ich sag Fräulein Becker denn Bescheid, dass Sie da sind. Trude. Ach komm, lass das. Aber
Trude. Ich habe andere Sorgen. Und ich habe gedacht, alles ist wieder gut. Nichts ist wieder gut. Als ich deine Stimme am Telefon gehört habe... Komm, nun werd nicht sentimental. Jeden Tag habe ich auf einen Brief von deinem Rechtsanwalt gewartet. Warum hast du dich hier versteckt? Bei deinen Eltern war ich. Die wussten auch nicht, wo du wohnst. Deinen Chef habe ich angerufen. Der wollte mir deine Adresse nicht sagen. Tja, als ich dann deine Stimme am Telefon gehört habe, da... Glaub mir, Trudel, da war mir ganz heiß. Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Ich kann mir denken, dass du jede Woche deinen Schachabend hattest. Und als du mich dann hierher bestellt hast, habe ich geglaubt, alles sei wieder gut. Nichts ist wieder gut. Tja, dann ist ja alles klar. Was ist klar? Du trägst keinen Ring mehr, wartest auf einen älteren Herrn. Na, der stinkt ja wohl vor Geld, da komme ich natürlich nicht mit. Sonst noch was? Du gibst dich hier als Fräulein Becker aus. Ja, wenn ich gesagt hätte, dass ich verheiratet bin, hätte ich das Zimmer nicht gekriegt. Frau Lehmann will bloß junge Mädchen, die allein stehen. Und allein stehe ich ja. Deine Schuld, du hast das so gewollt. So, Fräulein Becker, hier ist Ihr Kaffee. Wenn Sie sonst noch was wollen. Nein, vielen Dank, Frau Lehmann. Herrn, Besuche bloß bis 9 Uhr, dass Sie das gleich wissen. Ja, wie kommen Sie mir vor? Sie können mir doch nicht vorschreiben... Komm. Lass, Hugo. Hugo? Sie sagt schon Hugo zu ihm. Können Sie uns nur wohl bitte allein lassen? Ja, ich gehe ja schon. Aber Wort sagen darf man ja wohl noch nicht. Keine sympathische Frau. Oh. Dein neuer älterer Freund hat ja wohl einen ordentlichen Durst. Du meinst wegen der Bierflaschen? Ich verstehe das alles nicht. Ich komme direkt vom Büro hierher, denke, alles ist wieder in Ordnung. Was, du bist noch gar nicht zu Hause gewesen? Warum hast du mich hierher bestellt? Ich gebe heute Abend eine Party. Eine Party? Ich denke, wie unglücklich du womöglich bist und du gibst eine Party. Tja, ein paar Flaschen Bier. Oh, Traute, wie weit ist das mit dir gekommen? Das mache ich dir klar, wenn die anderen da sind. Soll ich etwa bei dieser Party dabei sein? Ach, danke. Ich bin bloß hierher gekommen, um etwas mit dir zu besprechen. Was zu besprechen? Den ehelichen Zugewinn. Den wirst du ja wohl kennen, wenn du beim Rechtsanwalt bist. Mit Scheidung haben wir nichts zu tun, aber bitte. Ich möchte nicht gern, dass du zu kurz kommst. Der Zugewinn ist bei Scheidungen die Hauptsache. Was wir beide erst dann verdient haben, als wir schon verheiratet waren, das ist der Zugewinn. Und der wird geteilt. Aha. Und eine andere Art Zugewinn kannst du dir nicht vorstellen? Und was denn sonst noch? Grundstücke haben wir keine, Häuser nicht. Und der Zugewinn von Mann und Frau wird geteilt. Jeder bekommt genau die Hälfte. Tja, dann müssen das Zwillinge werden. Was sagst du da? Ich habe gesagt, dann müssen das Zwillinge werden. Was soll das heißen? Du kriegst ein Kind? Vielleicht ja 2. Und Trudel! Spiel nicht den glücklichen Vater wie im Kino oder im Fernsehen. Trudel, du bist so anders geworden. So kalt. Ich weiß gar nicht, wie mir ist. Trudel, du kriegst ein Kind, du wirst Mutter. Ja, die Mutter ist aber nicht glücklich. Wo soll sie denn hin mit dem Kind? Hier kann sie nicht bleiben. Zu ihren Eltern will sie nicht und zu deinen Eltern auch nicht. Ach, wir werden bis dahin eine Wohnung finden. Auf dich verlasse ich mich nicht mehr. Und darum habe ich den Makler Meier nochmal herbestellt. Den älteren Herrn, den du gleich zu meinem Freund gemacht hast. Und diesmal sagen wir nicht nein. Das tut mir ja nur leid, Fräulein Becker. Können Sie dich anklopfen? Aber wenn Sie ein Kind kriegen, dann muss ich Sie kündigen. Kinder will ich hier in meinem Haus nicht haben. Wie kommen Sie dazu, hier an der Tür zu horchen? Bloß, dass Sie Bescheid wissen. Das Leben ist wunderbar, nicht wahr? Ach, Trudel, du musst das alles nicht so schwer nehmen. Soll ich das leicht nehmen? Du kriegst kein Kind. Ihr Männer habt gut reden. Und unter diesen Umständen eine Scheidung? Wer spricht denn hier von Scheidung? Hier geht's um eine Wohnung und um sonst nichts. Und diesmal gebe ich nicht nach, das sag ich dir. Ach, das werden sie sein. Ja, wer?
Meine Partygäste. Nun sieh mal einer an. Frau Schmidt. Das Fräulein Becker ist also Frau Schmidt. Sie wohnen hier unter falschen Namen. Nun halten Sie und mal sind Ihren verheiratet. süßen Mund und hauen Sie ab mit Vollgas. Das ist Hausfriedensbruch. Mit Vollgas, habe ich gesagt. Oh, das ist ja wirklich. Junge, das ist schon mal eine richtige Schreckschraube. Namen erstmal. Namen, Schwiegervater. Na, mein Dern. Schönen Gruß von Frau Möller, von Olga. Na, Mutter. Na, mein Junge. Ja, setzt euch doch. Meinetwegen aufs Bett. Ja, wir nehmen das Bett. Das kann hier nicht verkehrt sein. Was, Anna? Gehen wir zu Bett. Ja, also, Herr Schnader kam gerade, als wir weg wollten, nicht? Ach, ich bin so froh, dass ich Sie hier antreffe, Norbert. Heute ist unser Schachabend. Hatten Sie den vergessen? Ja, wirklich, Herr Schneider. Was? Das gibt's auch? Ja, aber heute geht das schlecht. Oh, Junge, wir konnten auch den alten Mann nicht so vom Kopf stoßen. Wir hatten ja auch gesagt, so oder so, aber er wollte auf jeden Fall mit. Also, Herr Schneider kann auf keinen Fall hier bleiben. Schick ihn weg. Ja, Herr Schneider, heute geht das wirklich nicht. Vielleicht morgen oder übermorgen. Lassen Sie sich man ja nicht stören. Ich hab Zeit. Wir haben hier was Wichtiges zu besprechen. Ja. Das macht doch nichts. Ich habe noch Ohren mit Reißverschluss, das wissen Sie doch. Ne? Ich warte so lange und probiere was aus. Wie kann Mensch bloß sonntiges Fell haben? So, da sind wir. Ach, mein Kind, du hast uns ja so lange nicht besucht, Kind. Ich hab dir wieder Stachelbeer mitgebracht. Selbst eingemacht. Ja, aber ich hab sie gepflückt. Junge, hier müsste aber mal reingemacht werden. Oh, Mami, darum geht's doch jetzt gar nicht. Heute geht's um ganz was anderes. Ach, wenn einer Durst hat, hier steht Bier. Ihr müsst aber aus der Flasche trinken. Trudel. Sag mal, hast du denn gar keine Etikette mehr? Bier aus der Flasche. Uns macht das nichts aus, was Anna kennt. Wir trinken auch Bier aus der Pulle. Ja. Danke. Ja, ich trinke dann auch aus der Flasche. Ja, das tut mir ja leid, dass ich euch keine Gläser anbieten kann, aber meine Wirtin kann ich da nicht umangehen. Sie hat mir gekündigt. Gekündigt? Und warum? Weil ich ein Kind kriege. Ein Kind. Schön. Ein Enkelkind. Also du kommst sofort wieder mit nach Haus, Kind. Dass alles seine richtige Ordnung hat. Lüttenschmidt. Prost, Schmidt. Und wenn das ein Junge wird, Bitte, dann... bitte! Keine Ovation, das ist mir nicht nach zumut. Gott, du bist so anders geworden, Kind. Und sag um Gottes Willen nicht mehr Kind zu mir. Aber Kind. Du sollst nicht mehr Kind zu mir sagen! Nun sei doch ruhig, Trudel. Du hast gut reden, sei doch ruhig. Ich fang an und dreh durch. Ich will euch sagen, wie das in mir aussieht. Ich brauch bloß ein Haus zu sehen, dann werde ich schon neidisch. Alle die Millionen haben eine Wohnung, nur ich habe keine. Wenn ich bloß irgendwo abends eine Lampe angehen sehe, dann gehe ich schon in die Luft. Komm, Trudel, setz dich. Du darfst dich doch nur nicht so aufregen. Ja, vielen Dank, Frau Lehmann. Ich finde den Winkel schon. Guten Abend, die Herrschaft. Guten Abend, Herr Mann. Setzen Sie. Danke. Und fangen wir gleich an. Ich habe euch alle herbestellt. Familientag. Was auch immer da mag, das kannst du auch nicht ab, ne? Familientag. Ja, so kann man das auch sagen. Denn hier geht es um eine Familie. Um meine Familie. Um eine Familie, die kein Dach über dem Kopf hat. Und deswegen habe ich den Makler Meier herbestellt. Weil ich jetzt eine Wohnung haben muss, mach es kosten, was es will. Bitte, Herr Meier. Meine Damen und Herren, ich will ja nicht vom letzten Mal sprechen, als wir zusammen waren. Na schön. Also, ich habe eine wirklich nette Wohnung an der Hand. 2,5 Zimmer, Küche, Bad, Monatsmiete 300 Mark, Baukostenzuschuss 3000 Mark. Meine Provision 4 Monatsmieten. Und das ist das letzte Mal, dass ich eine Wohnung anbiete, damit Sie das gleich wissen. Unmöglich. 3000 Mark Baukostenzuschuss. 300 Mark Miete. Ja, ich habe mir's gedacht.
Diesmal geht's anders. Wir sind 3 Parteien. Wir beide, deine Eltern und meine Eltern. Das heißt, jede Partei 1000 Mark Baukostenzuschuss und jeden Monat 100 Mark Miete. Ja. So. Jetzt sagt ja, dass ich das mit der Wohnung festmachen kann. 1000 Mark, wo sollen wir die herkriegen? Ja, das sag ich aber auch. Was? Ihr habt doch ganz schön was auf der Kasse. Was heißt auf der Kasse? Wir brauchen doch auch noch allerhand. Unser Haus muss ein neues Dach haben. Ach, Berber, das hat doch noch Zeit. Ach, halt du dich da raus. Also, Trudel, versteh das bitte nicht verkehrt, aber... Nein, ich verstehe das schon richtig. Brauchst gar nichts mehr zu sagen. Ja, und wir haben wirklich kein Geld auf der Kasse. Das bisschen, was ich verdiene, das hauen wir alles auf den Kopf. Das ist ja alles so teuer geworden heute. Ja, ich verstehe. Ich habe mir das so einfach vorgestellt. Könnt ihr denn wenigstens zur Miete im Monat 100 Mark zugeben? Also, Trudel, du hast dich da in was reingedacht, was nicht stimmt. Ja, das scheint mir allerdings auch Also, so. ihr könnt doch gern wieder bei uns wohnen. Ich will mich auch um das Lütte kümmern. Aber jeden Monat bar Geld. Oh, hör auf! Also 100 Mark jeden Monat, das sagt sich so leicht. Das ist genau das Geld, was ich für die Vereine brauche. Als Vorsitzender muss man immer mal eine Runde springen lassen. Ja. Ja, ich gebe dir jeden Monat 50 Mark, Trudel, von mir. Wo willst du die denn hernehmen? Von deinem Taschengeld vielleicht, dass ich nicht lache. Vielen Dank, Vater. Du bist der Einzige, der... Aber du kannst mich auch nicht retten. Norbert, nun sag du doch auch mal was. Ich? Ich sag nix. Ich bitte nicht um Geld. Ach so. Tja, dann entschuldigen mich die Herrschaften bitte. Wenn Sie sich noch einig werden sollten und auf die Wohnung Wert legen. Sie kennen ja meine Adresse. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tja, du, wir müssen jetzt eigentlich auch gehen. Heute ist Hauptversammlung im Gesangverein. Jahreshauptversammlung. Natürlich wichtig. Ja, das ist noch einmal im Jahr. Dann geht doch. Bitte, ich halte euch nicht. Geht alle. Doch, Trudel, trink nicht so hastig, das ist doch nicht gut in deinem Zustand. Das ist mir doch jetzt egal. Ja, Otto, wir müssen dann auch gehen. Ich muss heute Abend noch die Pflaumen einmachen. Geht in euren Gesangverein oder macht die Pflaumen ein. Tschüss. Ja, Meine Damen und Herren, die Verhandlung ist noch nicht abgeschlossen. Nehmen Sie bitte Ihre Plätze wieder ein. Na, aber das Ich bitte um Ruhe, sonst lasse ich den Saal räumen. Was ist denn mit dem los? Ich sag ihm, er soll ruhig sein. Ich bin jetzt fertig. Ach, lass ihn doch mal. Norbert hat gesagt, ich hätte Ohren mit Reißverschluss. Das stimmt, aber manchmal habe ich den Reißverschluss so ein bisschen hochgezogen. Ich weiß darum, wo das bei den jungen Leuten hier umgeht. Die Sauberkeit ist eine der Grundlagen unserer Zivilisation. Da habt ihr's. Der Zweck eines Heimes ist, man soll sich heimisch fühlen. Trautes Heim, Glück allein. Das ist aber unheimlich, wenn gerade dann sauber gemacht wird, wenn der Mann sich heimisch fühlen will. Hört, hört. Was wollen Sie damit sagen? Da will ich mit sagen, Frau Becker, dass Sie die Gemütlichkeit zum Fenster rausputzen und schauen. Otto, greif ein! Nee, das hat er mal schön gesagt. Ich kann also verstehen, wenn mein Freund Norbert mit diesen Putzteufel... Also das lasse ich mir nicht bieten. ...mit diesen Putzteufel nicht zusammenleben konnte. Und nun zu Ihren Eltern, Norbert. Nun kriegen wir unser Fett. Ihre Eltern, die gönnen sich was. Sie sind glücklich und zufrieden. Aber Ihre Mutter, die lässt die Wohnung und alles verkommen. Also so ist das schon doch auch wieder nicht, ne? Ich kann also auch verstehen, warum Trudel da nicht leben konnte. Verstehen Sie mich bitte nicht verkehrt. Sie sind alle anständige und ehrliche Menschen und haben das alle gut gemeint. Frau Becker hat das gut gemeint und das war schlecht für Norbert. Und Frau Schmidt hat es gut gemeint und das war schlecht für Trudel. Ach, und die Männer kriegen gar nichts, ne? Ja, genau. Eigentlich dreht sich das hier ja bloß um eine Wohnung. Ich meine, ein Nest. Richtig, was jeder Vogel hat. Wenn,
Wenn das Nest aber immer nicht feudal genug ist. Was soll das heißen? Ja, Sie wollen immer eine großartige, moderne Wohnung haben oder gar keine, Frau Traude. Wenn Sie von dieser Idee so ein bisschen was ablassen könnten. Ach, natürlich kann ich das. Ich will doch auch bloß endlich ein Nest. Das hört sich schon besser an. Wieso? Wissen Sie denn was für uns? Hm, aber das ist nichts Feudales. Und wenn das eine Hundehütte wäre? Ja, in meinem Haus, da sind 2 Dachkammern frei geworden. Die nehmen wir, auf der Stelle. Ja, aber Trude, denk daran, das sind Mansardenzimmer. Wir haben keine Zeit mehr, noch lange zu überlegen. Wie hoch ist die Miete? Auch nicht hoch, aber da reden wir noch über. Na, dann ist ja alles im Butter. Nee. Erst muss ich mir die Wohnung mal angucken, ob sie auch sauber ist. Nein. Wir nehmen die Wohnung auf jeden Fall. Ja, Kinders, das müssen wir aber wirklich nicht. Na, Trudel, da helfe ich dir morgen gleich beim Saubermachen. Nicht? Wir müssen ja auch noch die Möbel einkaufen. Ich muss dir noch Gardinen aussuchen. Ja, und für das Grüne kann der Kinder ein bisschen aufpassen. Da kann Trudel wieder arbeiten gehen. Oh, ich verstehe mich darauf, kleine Kinder zum Lachen zu bringen. Was? Nein. Das ist alles dankenswert. Aber nun wollen wir endlich mal ganz für uns alleine sein. Ja, die jungen Leute haben recht. So ist das nun mal im Leben. Jeder muss seine Erfahrung selbst sammeln. Ja, dann habe ich hier nichts mehr zu sagen. Och, Mann. Wenn wir uns eingerichtet haben, dann kommt ihr alle mal zum Kaffee trinken. Och, Trudel. Och. Ich freue mich da heute schon drauf, mein Otto, Bär. komm. Tschüss, Otto, die mein Junge. Pflaumen. Ja, wir müssen auch los, mein Dirn. Mach es gut, ne? Tschüss, Schwiegermutter. Tschüss, bis zum Kaffee trinken. Sei nett zu ihr, ne? Tschüss, Vater. Komm, wir Zeit. Dass Mutter mir gleich so einschnappt. Ach, du musst das alles nicht so schwer nehmen. Du, das gibt sich alles wieder. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass wir jetzt einen dicken Punkt gemacht haben. Du, das Gefühl habe ich aber auch. Aber nun müssen wir endlich klar sehen. Wie hoch ist die Miete? Ja, hören Sie sich erstmal meine Bedingungen an. Bedingungen? Norbert hält den Garten in Ordnung. Und Sie wissen, dass er auch noch die Buchführung nebenbei hat. Arbeit nebenbei dulde ich nicht. So genau der Ton wie bei meiner Wirtin. Na, Mahlzeit. Traude, die sorgt für mich mit, macht mir das Frühstück, hält das Haus sauber und wenn ich krank werde, dann sorgt sie für mich. Da haben wir es. Sonst noch was? Ja, ich habe mich eben versprochen, das sind gar keine 2 Zimmer. Also bloß 1. Nee, 4. 4 Zimmer? Traude, Norbert, hast du das gehört? Ja. Traude, die gibt ihre Arbeit auf und bleibt zu Hause. Solange ich das Kind nicht allein lassen kann. Später gehe ich Auch dann... später. Ja, aber wie hoch ist die Miete? Ja, und dennoch bloß 2 von den 4 Zimmern sind Mansarden. Oh, Norbert. Ist das nicht wunderbar? Ja, Trude. Und ihr wolltet euch scheiden lassen? Och, nicht so richtig. Da reden wir doch gar nicht mehr drüber. Naja, dann vergesst alles und fangt eine neue Partie an. So, und da trinken wir auch. Ich hol Gläser bei der Wirtin. Oh, das kann ich doch machen. Nee, du hast die diplomatischen Beziehungen zu deiner Wirtin ja abgebrochen. Ich hätte nicht gedacht, dass Herr Schneider so nett ist. Du warst nicht immer nett zu ihm. Wenn ich daran denke. Was habe ich alles durchmachen müssen bis heute? Und ich auch. Du, Herr Schneider hat recht. Wir wollen alles vergessen. Du, alles soll wieder so sein wie früher, ja? Ist doch schon alles so wie früher. Oh du, wir werden uns die Wohnung so schön einrichten. Unsere Wohnung. Unsere Wohnung. Wie das klingt. Und wir werden uns nie mehr streiten. Hm? Prost, und da trinke ich auch. Oh, da trinken wir mit. Aber nun hätte ich doch gern gewusst, wie hoch die Miete ist. Ach ja, die Miete. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass euch das Haus gehört, wenn ich mal sterbe. Ich werd verrückt. Sie meinen auf Leibrente. Wenn wir die mal aufbringen können. Ich will kein Geld von euch. Kein Geld. Und wir sollen das Haus erben. Also, das ist wie im Märchen. Wieso ist das so verwunderlich?
Ich habe meine Frau und Kinder und alle überlebt. Ich bin ganz allein und habe keinen Erben. Das Einzige, was ich in meinem Alter noch vom Leben habe, das ist jede Woche die Schachpartie mit Norbert. Er hat sie nicht einmal ausfallen lassen. Prost. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie können wir Ihnen nur danken? Danken? Wofür? Ich bin doch bloß ein großer Egoist. Nun kommt doch mal wieder Leben in mein Haus und da freue ich mich über. Prost. Du, ich kann heulen. Ja, dann tu das doch. Auf die Schleusen, dein Gemüt ist lange nicht mehr durchgespült worden. Und Trude! Hier ist ganz weiß. Und weiß fängt an.